Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Was fällt Ihnen leichter? Ja zu sagen oder Nein? Es ist so eine Sache mit dem Nein sagen. Es geht wahrlich schwerer von den Lippen als ein Ja. Aber ich will doch der liebe, gute, freundliche, hilfsbereite Mitmensch sein. Und schon höre ich mich sagen, ja komm, ich mach's. Und klage still in mich hinein, ich kann einfach nicht Nein sagen. Dabei sollte ich öfter Nein sagen, um mich selbst zu schützen. 2 Frauen, die Nein sagten, waren Shifra und Pua. Von ihnen wird im Alten Testament im 2. Buch Mose berichtet. Nein, sagten sie, hielten sich nicht an den Auftrag des ägyptischen Pharaos, die männlichen Nachkommen der Hebräer zu töten. Sie, die als Hebammen eigentlich Leben zur Welt bringen sollten. Lebensgefährlich war es für sie selbst, dem machtversessenen Pharao die Stirn zu bieten, der aus Angst, die Hebräer würden in seinem Land zu stark werden, diesen Befehl ausrief. Aus Ehrfurcht vor Gott und Respekt vor dem Leben sagten Shifra und Pua Nein. Kein Nein nach dem Motto, geht mich alles nichts an. Es ist ein Nein, das sich einmischt, das nicht hinnimmt, was gerade an der Tagesordnung ist, oder weil das Mitlaufen halt einfacher ist, als Stellung zu beziehen. Ein Nein, um an der richtigen Stelle tatsächlich ungehorsam und gerade nicht Liebkind sein zu wollen. Wenn ich Bücher über Menschen im deutschen Widerstand oder der Resistance lese, frage ich mich oft, wie weit könnte ich gehen? Hätte ich den Mut, Nein zu sagen? Mein Leben aufs Spiel zu setzen, wie es die Frauen und Männer beispielsweise zum Wohl und Schutz jüdischer Kinder und Mitmenschen getan haben? Weise ich in meinem kleinen Alltag auf Missstände, auf Unrecht, auf falsche Machtspielchen hin? Sage ich entschieden Nein zu Diskriminierung und Fremdenhass? Als im Sommer 1990 der Zweite Golfkrieg ausbrach, lasen wir in der Oberstufe die Werke von Wolfgang Borchert und wir bemalten Baumwolltaschen mit großen Buchstaben Sag Nein. Du, Mann an der Maschine und Mann in der Werkstatt, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe mehr machen, sondern Stahlhelme und Maschinengewehre, dann gibt es nur eins. Sag Nein. Es folgen weitere Aufrufe, unter anderem an den Arzt am Krankenbett, das Mädchen im Büro, den Pfarrer auf der Kanzel und schließlich die Aufforderung an die Mütter der ganzen Welt. Sag Nein, sonst, so befürchtet Borchert, sei das Ende vorprogrammiert. Wenn du nur zusiehst, dich immer schön raushältst, dich als guten Menschen bezeichnest, weil es ja die anderen sind, die hetzen, mobben, ausgrenzen, lässt dich das nicht besser dastehen. Ein entrüstetes, ich habe doch gar nichts getan, nicht unschuldiger. Heute nicht und damals nicht. Wir sollten gelernt haben, Nein zu sagen. Nein, nie wieder. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Selig sind die Frieden stiften, das sagt uns Jesus. Ja, setz dich ein. Ohne Vorurteile, für ein Miteinander aller. Steh ein für Recht und Ordnung zum Wohle aller. Ob ja oder nein. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.